Für Thomas Christkinig Sonntag, zugleich Cäciliendach, begrüßen Sie euch aus der Kirche von Stenem, wo auch nach Kirmes gefeiert wird. Es singt Choral Saint-Cécile Steinheim, Dirigentin ist Nadia Burdo-Koop, Organistin Ursula Kattinger-Stefani. Sie spielt als Entree aus dem Andante Festivo vom Sibelius. Döno sangemer Freut euch alle Zeit vom Heizmann. Kläng Letzebuer Mass vom Camille Rodenburg, Alleluia vom Berthier, Les Mains Ouvertes vom Odette Verkreuz, Gelobt seist du Herr vom Venatius von Wös, und als Schlusslied Ne rentrez pas chez vous vom Bûcher. Dögel spielt als Sortie aus dem Andante Festivo vom Sibelius. Das Mass als Covid-Check-Manifestation ugemeldet.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Eisen Herr, Christus de Kinnig, sief ma dich all. Leif Leid heit zu stehen an der Kirche, a leif alle go, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Haut op Siziliendach, eire ma dei, von denen Heilig Cecilia patrinisch ass, Musiker a Sänger, besonders so weitsam denkst, wo Kirch a Liturgie sangen a musizeieren. Den emeritéierte Popst Benedikt XVI. Hat froh opgeworfen, wo kennt Musik eigentlich hier, ihren Ursprung? Ein davon ist der Kontakt mit dem Göttlichen. Das Angerührtwerden von Gott ist Ursprung der Musik. Überall auf der Welt gibt es Musik. Aber Musik, wie sie am Raum vom christlichen Glaub entstanden ist, von Palestrina, Bach, Händel bis bei Beethoven und Bruckner, gibt es da keinem anderen Kulturraum. Die abendländische Musik ist einzigartig, weil hier lecht Quell holt sie an der Liturgie. An sie ist für den Benedikt XVI. Ein Wahrheitsbeweis des Christentums. Wo solche Antwort wächst, ist Begegnung mit der Wahrheit, mit dem wahren Schöpfer der Welt geschehen. Dir lief Sängerinnen und Sänger zu stehnem, stellvertretend für all einer Kirchekeier aus dem Land, zusammen mit deren Organisten und Dirigenten, steht am Dienst von dieser scheiner Sache. Mit diesem Merci und ihrer Adresse verbannen wir ein Encouragement an euch, ihren Ersatz auch an Zukunft zu tätigen und zu pflegen, trotz schwieriger Bedingungen an der Corona-Krise. An dieser Masse will man auch beten für all Verstorben aus ihren Reihen, auch aus dem Pius-Verband, den ich föderiert, und nicht zuletzt auch für den verstorbenen Präsident Albert Brauch. Ganz tiefsinnig steht jeweils am Canticum Novum ihrer Zeitschrift: Ils ont rejoint les cœurs célestes. Heilig Cecilia wird für sie. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit uns tun, all eis Schuld nur lassen, an eis das ewig Leben schenken. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König.
Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eng froh, die uns beschäftigt, besonders fährt man mi all gehen, a los aber sicher bis un den Ende gesinn. A wo geht dat alles hin? Ob wat lebte daraus? War das das letzte Ziel von all dem? Das Fragestellung geht doch an der Heiligen Schrift abgegraffen, gerade auch an den Texten mit apokalyptischem Charakter, so wie als Lesung, die von der Endzeit handelt, aus der Offenbarung vom Johannes, dem letzten Buch von der Bibel. Apokalypse heißt, du geht den angeweiht an die letzten Sachen, du geht enthüllt, offenbart, abgedeckt, devoiliert, auf ihren angefordert, was den Keier wert sind. Du kriegst den Ausblick, ob das, was kommen wird. Wie wenn der Rido für kurze Zeit gif abgehen an den 100 Kulissen losen könnt. Man kriege gesagt, Jesus Christus wird kommen als den Ende von der Zeit Recht und Gerechtigkeit bringt. Hier wird richten die Lebendig an die Todig, schäden die Gut von denen Bösen. Und hier wird Reich initiieren, wo nimmer mehr Glück, Wohlergehen und Geborgenheit ist. Oder wie wir hier noch an der Präfation sangen, das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Der Jesus wird König sein, wenn er bei der Vollendung von der Welt am Auftrag von Gott über die Völker Gericht hält, als sein Reich definitiv abriecht. Als Repräsentant von Gott herrscht ihn dann über die Welt und überhält königliche Aufgaben. Und hier personifiziert Hoffnung, dass Gott treu ist, als Macht ersetzt, für endgültig rettend zu handeln und anzugreifen. Also eng Begleckenperspektiv, die froh mischt. Das Zielperspektiv feiern wir haut Christkindlingssonntag, letzten Sonntag vom Kirchenjahr. Darauf also lief alles heraus. Dann verdoppt froh, wo feiert das alles hin? Als Christen richten wir uns mit Vertrauen auf den aus, der kommen wird, für zu retten und zu heilen, für allemal. Für das positive Zukunft verbirgen die helligen Bücher sich. Liebe alle gut, das gewusst, Telesendungen über Royals haben eine hohe Einschaltquote, besonders Hochzeiten oder Begräbnisse, aber auch Ratsch und Tratsch, der Gesundheitszustand von der Queen etc. Haut feiern wir Christus, der König. Was du König? Das vorstellte Pilatus dem Jesus am Evangelium. Schon ein flüchtiger Blick am Neue Testament lädt nur, dass das froh wohl mit einem Ja zu beantworten ist. Die Sterndeiter sichern Jesus als der neugeborene König von den Juden, weil sie sein Sterngesinn hatten abgehen. Der Jesus geht zu Jerusalem als Jung vom David, also Nachkommen vom König David, auf Palmsonntag begrüßt. An den Holze Briet über seinem Kreuz geht als Schuld und König von den Juden. Weil als Thronanwärter, a politischen Unruhestifter, geht schließlich hingerichtet. Lo virum Pilatus, als Evangelium, kann der Jesus sich zwar nicht wehren, mehr bekennt freimütig, ja, ich bin ein König. Mir do geht es für dich darum, ein falsches Verständnis von seinem Königtum zurückzuweisen. Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Das ist nicht von Hai. Sonst hätte müssen sein Reich gründen und durchsetzen, wie das bei weltlichen Königreichen der Fall ist, nämlich mit politischer und militärischer Macht.
Sing Leiit hun awer net fir hier gekämpft, an Soldaten a Poli hatte noch keng a wollte keng. Sei Kinigtum besteht daran, dass hier Geburt an die Welt kom ass fir Zeechnes aufzulehen vun der anderer Welt, vun der Wohricht, der iwwer dis Eis Erfahrungswelt herausgeht. Gemeng das Wohricht, der vu Gott könnt, an die Gott selber ass. Weil der Jesus stammt vu Gott, hin as d'Wurt Gottes wat Mënsch gin ass, den einzige Jong vum Pap, voll Gnot a Wohricht, e Kinnig vun déi Seit fir dës Seit. Hien, an nëmmen Hien kann also Zeechnis oflehe vu Gott, déi Wohricht fir un der de Pilatus kapituléiert. Wann hin awer genee guckt, dann ass d'Mucht vun der Wohricht eng net ze ënnerschätzen Form vun Mucht. Diktaturen schränken aus gutem Grund Presse- a Mediefreiheit an, weil sie fährten. Einfach nimmend Sache beim Numm nennen, kann eng enorm Sprengkraft an sich drohen. An offene Kommunikationsformen wühen, an Argumenter austauschen, an nur dem richtigen Weh sichern, kann Gesellschaften umwälzen. Ob das Königtum, ob das Reich aus dem Jesus sei ganz öffentlich wirken zentriert. Dat hatte ihr angefangen mit der Wieder, Zeit das erfüllt, Reich Gottes as do, bekeiert dich, a gelebt und Evangelium. Wat ma hai aus dem Griechische mat Reich Gottes übersetzen, mengt sing Königsherrschaft, dat Reich an den Gesetzer vu Gott, für und allem lebt, Gültigkeit hun. Mucht gehtet bei der Königsherrschaft vu Gott net. Reich Gottes as jo weder ein Territoire nach eng politisch Konstellation. De Jesus, den sich als der König von diesem Reich reveliert, als dummer doch kein Machthaber. Die Königsherrschaft vu Gott as vielmei eng Kultur, ein Lebensraum, die vu glewige Menschen zu gestalten ass. Leifren, wenig hut fir lächt gesinn, von dem der fasziniert ward, wo der gedurcht tut, oh, dat war stärken Optritt, impressionant, eng fantastisch Prestation, war eng Performance. Dir könnt ich sicher sinn, wann der beim heutigen Evangeliumstext Anzeige gewircht, wann der dabei gewircht wird, wie de Jesus vir und de Pilatus gefauert gin ass, dat hätt ich beandruckt wie Seelen Eppes. Wer de Zeie von dem Verheer oder de Pilatus selber iwwer des Begegnung verzielt hun, wissen wir haut net mei. Et muss aber so etwas Eindeutiges zu den Menschen durchgesickert sinn, dass alle 4 Evangelisten an dieser 10 ein total souverän Bild vom Jesus zeichnen, für allem den Johannes. Priesteraristokratie von Jerusalem wollte Jesus per Force zum Tod verurteilen. De Pontius Pilatus soll dat für sie erledigen, hier den Allmucht tut, an die er doch schließlich ausspielt. An Dach assen Hai am Gespräch unsicher, an net desideiert, entzeckt. De Jesus par konnte als Herr vun der Situation. An aller Ruhe gëtt sing Stellungnahme auf, sing Ausfeierungen wirken souverän. Den Evangelist Johannes huet as enger Durchstellung vum Verheier Trollen vertosch. De Pilatus zieht Wasser a gëtt klenglaut. Mit de Jesus huet de beandruckenden Optritt. Hin ass gefasst, erhaben, würdevoll, an et Leid op der Hand, wie en so agéiert an so gut dem vu Rom agesette Machthaber iwwerlehen ass an de Bass hält, de muss zu heierem Beruf sinn. Der Jesus erläutert sein Königsuspruch wie ein Herrscher, den eng Aura huet an ausstrahlt. Und stellt fest, schiedreen, den aus der Wohricht ass, lauscht op meng Stimm. Dat gilt für all die, die mat dem Jesus gin, a sing Jünger sinn, op hien lauschteen. Dir leif Brüder Schwestern, also auch mir hei, sind a seng Wohricht an domat a seng Königswürde mat rageholl. So schließt sich den Offenbarungstext aus der Lesung, wo techt, hier huet Eis zu Kinneken gemat.
dat techt man sinn opgeruf, das beandruckend Bild, dat de Johannes vom Jesus a wieder festgehall huet, rem liewig gin ze lossen, anzwer och mir als Kinneken, mat der selvichter Dignitéit, as Souveränitéit, die de Jesus eis virgelieft huet, mat segem Stärken optritt. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit all dem, was an der Welt, an der Kirche lass ass, an noch mat allem, wat Dir hannert Ihrem Empfangsapparater, ihr hai an der Kirche Herz hunn, los mir ze summen Komme vom Herrgott singem Reich elo bierden. Wir beten für all Christen, die sich Gedanken machen, wie können wir Jesus singem Reich verläuft weiterbauen, auf die Kirche auf ihrem synodalen Weg. Dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Wir beten für alle Guten, die sich an der Politik, an der Gesellschaft, an der Ökonomie, an der Wissenschaft für eine gute Zukunft für uns Welt, an all Menschen ersetzen sollen. Dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Wir beten für all die mit Angst und Sorgen an Zukunft gucken. Auch für jeden, die von Krankheit, Trauer und Leid geplagt wird. Dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Haut ob unser Kirmes beten wir für die Leute aus unserem Dorf mit all ihren Uleies, aber besonders für all, die noch immer mit dem Schuld vom Johannateichwasser ströbeln. Dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Haut, wo auch Siziliendach gefeiert wird, beten wir für die Leute aus unseren Chorallen, für uns Dirigenten und Organisten, und auch für uns Freunde aus den Musikvereinen und für all anderen Sänger und Musiker. Dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Wir beten für die Verstorbenen, wo nach Schuld und Sünd sie vor Gott trennen. Dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Weil dein das Reich an Macht an Herrlichkeit für immer an ewig. Amen.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir seinem Vater das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, von dir könnt all Helligkeit. Dafür beten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jung unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroden gouf, wo den Tod op sich geholt wird, du hält den Brot aus in Händen, se den Dank gebiert, bricht Brot, regnet singe Freund seht, holt an erst alle gut davon, dat teiers mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirch, se dremmen Dank gebiert, recht de Kellich singe Frön seht, holt an dringt all gut raus. Der teierste Kellich mat mingem Blut, Blut vom Neien an ewige Bund, et fließt für ich an die viel Aner, wie dat Sünden verziehe gehen. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Dein Blut, der vergänglichen Lieb, dein
So feiere mir, heilige Pap, d'Undenke vun degem Jong, der vierreis gestorven an Oberstern ass. An so offre dir Brot vom Leben an de Kirch vun der Erlesung. So dir merci, weil du seist Beruf für von dir zu stohen, an dir zu dingen. Wir beten dich, lo sei Stil holen Leib an Blut von Christus, dat ma eend kin durch den Heilige Geist. Denk und den Kirche durch dat Feld, los dei Volk Fussen an der lebt. Zu summen mit diesem Papst Franziskus, diesem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von der Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. An all die anderen, die an Dinger Not gestorben sind. Hol sie op bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heilige Josef, mit den Aposteln, der Heilige Cecilia, und mit all denen, die Not von du bei dir, sind dort Welt besteht. Mit ihnen all, los heißt dich loben an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Weil durch jener Matiman an ihm, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an ja, lo an immer an ewig. Amen. Und lo beten wir zusammen, so wie Christus es gelehrt hat, besonders, dass sein Reich soll kommen. Eise Pap am Himmel, dein Lohn sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns fort als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, mir mach uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat uns ein Reich des Friedens verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, der Leib Christi.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est Gratia
Wir haben Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Stenem. Den nächsten Sonntag, 1. Advent, über Dromatmas von Asselburg. An los schalten wir zurück an die Stadt.